Der Patrick bleibt dabei, dass er gleich nach Ostern an seinen neuen Posten zu Oslo anfängt. Sarah schreibt seiner preisischen Alten einen Abschiedsbrief, aber danach reißt's ihn wieder. Mit der Hilfe von der Tina schlaft's wieder in ihrer Kammer und bleibt langsing und fängt wieder beim Wirt als Köchin an. Die Osterpredigt in der Kirche geht ihr aber schon recht zu Herzen. Die Leni und sein Bruder und sein Alter wetten aufs Bolzen und der preisische Kölner schreibt ihnen nicht Tipps auf. Weil er aber den Zähl verschmeißt, fantasiert er einen Neichen zusammen. Und nach den hätte der Michi gewungen. Der alte Zähl taucht aber wieder auf und schließlich gewinnt die Leni. Der Rolli möchte Tina zur zweiten Geschäftsführerin machen, dass er seinen Burm öfter besuchen kann. Zuerst mag's nicht sein Notnagel sein, aber der Patrick überredt's nachher und sie sagt zu. Der Brei spendiert 100 Tragel Bier für den, der wo auf Ostern das goldene Osterohr im Brunnen findet. Die Landkarten zum Schatzsucher werden unversehens gewassert von der Uschi seiner preisischen Tochter. Aber auf die Weise schauen's nur viel echter aus und das Hummerl mit seinen Alten findet schließlich das goldene Ohr. Beim Kartenschlagen sagt Kathi, dass er die Ritare auf die Uschi zukommt. Weißt Leute wegen dem der Blecker, möcht's den Klick nachhelfen. Aber das fliegt auf und sie entschuldigt sich bei ihrer. Danach hat's einen Wehdam im Bauch und die Uschi meint, dass ein Buzerl ebs feit, aber dabei hat's bloß ein Schorz zwickt. Am Schluss bringt's aber nachher an der Waldhütten mit Patrick den kleinen Lenz auf die Welt.